2 Werke 3 betrachteten wir Matthäus, Kapitel 7, Vers 14, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, vielleicht kann ich mich halten, dort purt es, eng en de weich es, schmal krijg, die zum Wort führt. That's right, zum Leben führt, ein Leben führt. Und dort sagt nur wenig, der dort fing. So in unserer Betrachtung sagen wir dann, dort wenig Menschen, den schmal und weich fingen dann im Leben. Und noch wenig Christen, aber schmal und weich blieben dann. In viele Werke früher ich, woran wählen viele den breiten Weich über den schmalen Weich, wenn sie all null weiten dann, wo die Hand führt. Und Paulus erklärt in 1. Korinther 1, Vers 18, er sagt, für die verloren gehen, als das Wort vom Kreuz so ansehen, die Welt hält das Evangelium, sagt Paulus. Dort meint so viel, wer Jesus Christus ist, was er für uns zu tun hat, woran er das getan hat und was er von uns verlangen wird. Die Welt hält all diese Dinge für Ansehen. Und nicht bloß das, sie wollen Beweise dafür haben, dass das Evangelium wahr ist, und wenn nicht, dann sagen sie, oh, dann ist alles bloß abgemerkt, und die wollen nicht an dort glauben. In 1. Korinther 1,22 sagt, die Juden, die Frauen, die Tikens, und die Griechen, die siegen die Weisheit. Und Jesus und die Apostel geben ihre Torharche immer weiter diese Dinge. Die deuten immer weiter Tikens für die Menschen zu sein, und die geben an immer weiter Beispielen von Gottes Weisheit, und das schien nervös genug zu sein. Obwohl sie amne diese Dinge Frauen deuten. Wenn sie an das Evangelium glauben, deuten, dann würden sie ihre Rechenschaftspflicht Gott gegenüber sein matten, und das wollen sie nicht tun. Sie würden matten geben, dass sie die Verantwortung haben, ihr Leben für Gott zu leben, und nicht bloß für sich selbst. Und viele gottlose Menschen wollen das Evangelium nicht glauben und blieben lieber am Bräuten weich. Für ihn ist es bloß so viel leichter, am Bräuten weich zu gehen und zu bleiben, als am schmalen Weich zu bleiben. Und aber gibt dort auch viele seltsame Christen, die ab dem Bräuten weich sind. Und von uns Marius war wie Gottes Wort siegen, um zu sein, wer weiß von die sind und woran die ab dem Bräuten weich sind. In uns Text, 2. Petrus Kapitel 3, los wie taub, wo Petrus haben will, dass seine Leser und die Propheten und Apostel ihre Wert von Jesus Christus denken sollen. Woran? Um ihre Horten und Gedanken von wasse Menschen zu bewahren, die nicht Gott sein wollen. Die wollen Gott nicht sein. Die teilen sich Christen zu sein, aber die wollen Gott nicht sein. Petrus sagt im 3. Vers, erstens muss die das verstehen, dass an der letzten Zeit später kommen wollen. Petrus nannte diese Menschen, so eine Art Menschen, später. Er sagt, später wollen kommen, die so leben wollen, als ihre eigene Lust antrifft. Und wir waren daran denken, dass Petrus Menschen hier gemeint hat, die sich selbst als Christen teilen. Und wenn wir unsere Bibel in Kapitel 2 blättern, dann in 2. Petrus Kapitel 2, lesen wir, wo diese später als falsche Propheten und auch falsche Lehrer genannt wurden. Und heute noch Wort Petrus im 2. Kapitel über falsche Christen schreibt. Er sagt in 2. Petrus 2, Vers 1-3. Kapitel 2, Verse 1-3. Aber du wirst dann auch falsche Propheten, manche Menschen, gerade als manche auch falsche Lehrer sein wollen. Die mit Lehren ankommen, die nicht so sind, und dort verdorben führen. Die wollen sich sogar von den Herrn los sein, die angekauft haben, und du da schwind verdorben über sich bringen. Und viele wollen in ihrer Frage an moralische Wege mitleben. Und wegen so einer Menschen erleben, wird die Wahrheitsweich verspott worden, und an ihren Dienst wollen sie mit feinen, glatten Reden versuchen, Gewinns dahin zu kriegen. So diese wird Posten Krieg mit dort, was Jesus in Matthäus 24 sagt, in Vers 11 und 12. Er redet von den letzten Tiden, und er sagt, du wirst viele falsche Propheten abstehen und viele verleiten, und wirst die Gottlosigkeit wird überhand nehmen, wird die Leib bei vielen Menschen kalt worden. Und Gottes Wort sagt uns, wenn wir Gott sein Wort nicht live haben, nicht wirklich vom Horten live haben, dann wird Gott ans Wort luten. Wer weiß?
Ja, Krieg. In der englischen Übersetzung sagt es in meiner wird die übersetzt, er wird ans falsche Lier glauben. Right? Er wird ans Luten falsche Lier hängen gehen, weil wir sehen, wird nicht live haben. In den letzten Tiden wollen so eine Menschen sein, die sehen, wird nicht live worden haben. Und die wollen selbst falsche Lier annehmen und dort hängen gehen und die wollen auch viele andere verleiden können. Und ich glaube, wie sein das von der Tag? Ja, Kirchen wollen immer gerade, aber was wird du gepredigt? Und wenn wir Trainer ans Tages blicken, dann lesen wir, wo Petrus auch der Apostel Paulus in der Brief erwähnen wird. Von denen er Folgendes sagt. Und das fängt wie in Vers 16. 2. Petrus 3, Vers 16. Er sagt, viele davon ein Schwert zu verstehen, in der Eilede in Leichfeuer je verdrehen, dort er nicht verdorben, grüße aus sei die Schrift auch ab andere Städten verdrehen. Ein Bibelforscher erklärt, die falsche Lehrer missbrauchten Paulus in der Brief, ihre Gesetzlosigkeit zu unterstützen. Und solche treibt dazu, dass die falsche Lehrer breit bekannt unter den Menschen werden, wie es die meisten gleichen dort, wann ihre Lieblingssünden unterstützt wurden und reichwürdigt wurden. Und dadurch können die falschen Lehrer Paulus in der Botschaft zu Grund bringen. Und vielleicht hat Paulus gekriegt, diese falsche Lehrer im Sinn, als er Römer 6, Vers 15 schreibt, was da nu, kann wir singen, wie es wir nicht unter das gesagt, aber unter die Gnut sind, aber niemals, sagt er. Aber niemals. Viele Menschen, die nehmen Paulus in den Brief und die proben Dinge zu tun, wo du nicht zu finden sind. Right? Und die proben sie in den Brief zu nehmen, ihre eigene Gesetzlosigkeit zu unterstützen. Und das soll wie immer wahr. Guck mal, all die Kirchen, die von der nach glauben, dass einer nicht ein herrliches Leben führen kann oder siegreich leben kann. Die nehmen wem sie in den Brief, dort zu unterstützen. Paulus seine. Römer 6 und 7. Und hier übersagt Paulus ganz klar, was glaube ich dann soll wir in unsere Sünden bleiben? Er sagt, über niemals. Über diese falsche Gleichheit nicht zu lesen. Er sagt, du wollen Menschen kommen, die wollen Paulus in den Brief nehmen, um Menschen zu verleiten. Das, was sie damals deuten, das, was sie von der und Tag nach immer da. Und diese falschen Lehrer werden nicht bloß später, wie es die falschen Lehrer verbreiten, um ihre eigenen Sünden zu rechtfertigen, sondern währenddem sie das deuten, dann sehen sie auch, wo blieb Jesus mit seinen Versprechen warten zu kommen. Und unsere Väter sind alle gestorben und da bleibt alle Krieg so, als dann, als die Welt ihren Anfang hat. Das wären Menschen, die sich selbst Christen hatten, aber an ihre Sünden bleiben wollen und leben wollen und auch proben, ihre Säulen zu trösten, indem sie sich selbst verlieren, dass Christus nicht zurückkommen wird. Und liebe Geschwister, das Krieg wird so tun, er will, dass wir Gottes Wort nicht glauben sollen oder nicht vom Horten glauben sollen, wir es dann in unseren Sinnen bleiben, ohne darüber schlecht zu fühlen. So tun weil haben, dass wir nicht darüber denken, dass uns Leben ein Tag ein eng wird haben. Oder dass Christus weiter zurückkommen wird. Aber kriegen dann, ob wir sterben wollen oder ob Christus vor dem für uns zurückkommt, ein Ding ist ganz sicher. Uns Leben auf dieser Welt wird ein eng haben. Glauben wir dort? Ja, Amen. Wir glauben dort. Uns Leben auf dieser Welt wird ein eng haben. Entweder kommt Jesus zurück für uns und nimmt uns mit sich, oder ein Tag, wo wir sterben und dann wird uns Leben hier ewig sein. Oder der Hebräerschreiber sagt, was kommt dann? Wenn wir erst weich sind, was kommt dann? Nur dem. Dort gerecht. Ja. Hebräer 9, 27 sagt, der Mensch ist dort so bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt dort gerecht. Und diese später hatten sich über Gottes Wort gespottet, indem sie andere sehen, dass Jesus nicht zurückkommen wird,
wie es noch nicht gekommen wäre, um die Welt zu richten. Da bleibt alle Krieg so aus der Welt ihren Anfang hat, sehen sie. Und Petrus sagt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Er sagt an Vers 5 und 6, was die bloß nicht sein wollen, als der dort Gott die Welt, die er durch sein Kraftwort gemerkt hat, all einmal durch Wuter vernichtet hat, und dort er dort Wuter um die Welt gebraucht hat, die Ware herzustellen. So sondern später wollen das nicht sein, dass Gott vielen Menschen wegen ihrer Ungehorsam Gott gegenüber bestraft hat. Und Petrus gibt uns eine sehr klare Beispiel aus Gottes Wort, wo Gott mal all die ganze Welt durch die Überschwemmung bestraft und gerecht hat. Petrus sagt, dass wir sollen von der Überschwemmung lernen. Und um das zu tun, liebe Geschwister, weil wir unsere Bibel in 1. Mose 6 blättern, dann sei welche Verse, die wir durchfangen. Wer mitlesen will. 1. Mose 6. Ich wollte die Verse 5 bis 8 lesen. 1. Mose 6, Verse 5 bis 8, das sagt hier, aus den Menschen sich aber ihr vermehrten und sagt der Herr, dass die Menschen seien böse aber ihr wären und dass ihre Gedanken bloß den Tiet ewer schlechte Gedanken wären und dem Herrn, der dort leid, dass er hat Menschen aber ihr gemerkt. Und das sind seine kraftvolle Werte, dass Gott leid, dass er die Menschen gemerkt hat. Woran? Wenn ihre Gedanken bloß schlechte Gedanken wären, wenn ihre alles, was die Menschen damals im Horten hat, wir gegen Gott und gegen sein Wort. Die hatten Gott sieht gestarrt. Dort hat ihm leid, dass er die Menschen mögt. Am wir dort sei schuld, sagt er hier. Und er sagt, ich war diese Menschen, was ich gemerkt habe, von aber ihr utruden. Ich war Menschen in alle Tieren in viel utruden, so schuld es mir dort, dass ich angemerkt habe. Und dann sagt er über den Herrn, oder über Noah, wie Gott euch sein beim Herrn. In Vers 9 sagt Noah, wie ein gereichter Mann, keiner kann arm in seiner Tat beschuldigen. Und Noah lebt in Gemeinschaft mit Gott. So du wir einer. Vers 13 sagt, und Gott sagte Noah, ich habe mich beschlossen, mit allen Menschen und Tieren ein eng zu merken, die ganze Erde ist voll von ihr anbandet Leben. Und nun will ich an anbringen und ein eng mit der Erde merken. Und dort hat Gott leid, liebe Geschwister, dort hat die Menschen mir. Gott hat die Menschen gemerkt, umso dort wir wurden keine Gemeinschaft mit Arm haben. Üt live. Er mögt uns mit einem Frieden wählen, so dass wir wurden Gott üt live deinen wählen. Und loben und preisen wählen. Mit am Taub senden wählen. Und übrigens hat er uns mit einem Frieden wählen gemerkt hat, wie dort einmal möglich, dort Menschen am verluten können. Dort Menschen können ungehorsam sein. Und so werden die ganz meisten Menschen zu Noahs Zeit. Aber nur wir Gott euch sein beim Herrn. Weil wir ein gereichter Mann, Noah lebt in Gemeinschaft mit Gott. Also gibt Gott nur den Abruf, ein großes Schab zu bauen, womit er sich selbst und seine Familie und auch was Tieren raten kann. Wie viele Menschen haben Noah können raten? Wer weiß? Bettlüder. 8. Mit sich selbst taub. 8 Menschen waren geraten. Hat er nicht von Gott gepredigt? Hat er nicht von diesen Dingen gewarnt und geredet? Was sagt Gottes Wort? Ja. Aber die Menschen, die wollen am nicht annehmen, die wollen nicht sein, dort Gott an alle strafen wird, wenn sie so wieder leben würden. Herr können seine Familien sich raten in den Tieren, aber die meisten Menschen, die ganz meisten Menschen, haben nicht können raten, wenn sie nehmen Jesus sein Wort oder Gott sein Wort nicht an. 8 Menschen werden geraten. Und Petrus sagt, dass die später, was in ihrer Sünden lebten, wollen nicht sein, wo Gott in Noahs Zeit allmal die ganze Welt wegen der Menschen ihrer Sünden gerecht und bestraft hat.
Und wenn wir Trainer ans Tag gehen, dann sei wie, wo Petrus probt seine Leser zu wiesen, wo wichtig dort ist, dort wie von der Sinnflut, von der Überschwemmung lernen. Er sagt in Vers 7, über den Himmel und die Erde, die von der den Tag bestehen, worden war dadurch dort selje Wort bewahrt, dann durch Wort zu gehen. Das sagt ja, durch den Vier zu gehen. Nicht Worte, aber das muss vier haben. Wenn die Gottlose worden gerecht und verdammt worden, sagt das hier. So hier worden Petrus an, dass Gott war, diese Welt bestrufen wird, aber das muss mit vier ganz vernichten. Vers 10 sagt, über den Herrn sein Tag wird so kommen, aus ein Stille eine nach, und dann wird es schrecklich krachen, in der Himmel worden abgelöst worden, und du wird so eine Herz sein, dass dort, wo die Welt gemerkt ist, verschmelzen wird. Die Elementen würden wie abjuchtet sein, die wollen verschmelzen. So heute wird es sein. Und die Erde, und was die Buben ist, werden Flammen abgehen. Und wenn nachher wird das passieren, was sagt Gottes Wort uns? Am jüngsten Tag, nicht? Wenn Jesus Christus zurückkommt. Am letzten Tag, wenn wir alle Jesus Christus im Himmel sein wollen oder in einer Wolke sein wollen, dann wird er hinkommen. Und wenn Jesus in zurückkommen, von seinen zurückkommen, lesen wir einmal weiter im Neuen Testament. Zum Beispiel, Jesus sagt in Matthäus 24, und die Verse 36 bis 39. Matthäus 24, 36 bis 39. Aber wenn er der Tag oder die Stunde sein wird, weiß keiner, nicht mal die Engel im Himmel, auch nicht die sehen. Dort weiß bloß die Vater. Und so ist dort nicht Harchemut. So ist dort, liebe Schwester, zu Noah seine Zeit wir, sagt das hier, wird dort auch sein, wenn die Menschen sehen, Jesus Christus kommen wird. So ist dort dann wir, dort große Worte kommen, sagt er. Sie eiten und trunken, sie frieden und befrieden sich, aber an den Tag, als Noah und das Schaf ging, und sie dort nicht wussten, was dort Worte kommen, und an alle Matreit. So wird dort auch sein, wenn die Menschen sehen, kommen wird. Und in Kapitel 25 dann redet Jesus, dort wann er zurückkommt, dann kommt er das mal aus Rechter zurück. Nicht aus Heiland. Das erste Mal kam er aus Heiland in der Leise. Er kam als kleines Kind, ja, leidt sich Mensch vor, wir vollkommen. Der hat sich die ganze Gesagt ab sich genommen, hat er könnt leben. Und dann nahm er all unsere Sinnen ab sich und er gab sein Leben für uns. Und so wieder. Und er ist vom Tod abgestoßen. Aber das Mal, wenn er zurückkommt, kommt er aus Rechter zurück. Nicht aus Heiland, nicht aus Erlöser. Und wenn Gottes Wort so sehr klar ist, liebe Geschwister, dass Jesus war der zurückkommen wird und aus Rechter zurückkommen wird, woran sehen dann die später Petrus in Zeit, dass diese Dinge nicht so sind? Dass wir, liebe Geschwister, wie es Jesus noch nicht gekommen wäre. Und die Frau ist, warum ist er noch nicht gekommen? Warum ist er noch nicht gekommen? Der letzte der Jesus, als er auf dieser Welt war, er redet von der letzte der. Und nun sind der letzte der all 2000 Jahre gewesen. Über 2000 Jahre. Und Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Und die Weltmenschen von deren Tag, die kicken Rahmen, die sagen, ja, die Christen, die sagen, wir sollen an Jesus Christus glauben, die sagen, du wirst ein gerecht sein, und wir sollen reit sein dafür und alles, aber Jesus ist noch nicht gekommen. Er hat 2000 Jahre gewartet. Und dort wisst uns, dass Gottes Wort nicht sterben wird. Er kommt nicht zurück, wie kann so leben, als wir werden sein sie. Aber kriegt der sehen die Menschen, die Petrus sind die. Aber liebe Schwester, er kommt zurück. Und auch wenn er in uns Leben nicht zurückkommt, ist ein Ding sicher. Ans Leben auf dieser Welt wird ein Eng haben. Und dann kommt das gerecht. Und wir werden ganz sicher dafür bereit sein. Und wir können dafür bereit sein. Wo? Was machen wir da? Jesus Christus annehmen.
dort vom Herzen glauben, wer er ist, was er gelehrt hat, was er für uns zu tun hat. Wir müssen am glauben, aber wir müssen am auch Wort bringen. Ans Wort. Und alles, was dabei ist. Als Sünder, wir ans Wort voll sünden, nicht? Und dann will Jesus haben, dass wir an all unsere Sünden bringen sollen. Und seine Vergebung freuen sollen. Und dann nimmt er unsere Sünden von uns weich und merkt unsere Worte ganz völlig rein und nie. Er merkt uns zu Wort nicht. Und dann als Kind Gottes will er, dass wir am gehorchen sollen, mit seiner Kraft und mit seinem Halb. Und so ein Leben führen, wo durch Gott verherrlicht wird. Was wir am persönlich mit unseren Ehren sein wollen. Und liebe Geschwister, alle wollen am sein, sag ich sein Wort. Wir wollen am alle sein. Und wir wollen dafür bereit sein. Ja. Jesus verträgt sein drei kommen, das stimmt. Woran ist er noch nicht gekommen? Das wird wir nächstes Jahr nach mit Gottes Haupt betrachten wollen. Amen.